Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt, bereits der 70. Part. Tja, und wieso wir es noch einmal anschauen, das hat einen bestimmten Grund, der leider nicht anders geht und den ich gleich erklären werde. Wir werden besser. Beim letzten Djinn haben wir halb Rinde verwüstet. Ja, wir sind ein gutes Paar. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas, dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden, dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Tja, und jetzt kommen wir leider Gottes zur Pattsituation. Wieso? Ganz einfach. Eigentlich ist es ja moralisch völlig korrekt und so, sprich, wenn ich jetzt da ihr meine Liebe gestehen würde, dann, ja, also im Sinne von, man sagt eigentlich nur einer Frau, dass man sie liebt, nicht mehreren, oder? Gut, ich meine, das mit Kira ist ein anderes Thema und so, ansonsten Frauen in Bordells und so weiter. Aber hier geht es vor allem um die große Frage, Triss oder Yen, oder eben die dritte Variante. Und die haben wir im letzten Part im Prinzip ausgelöst. Wenn ich jetzt hier sage, ich liebe dich auch immer noch, dann hätte ich ja sowohl Yen als auch Triss meine Liebe gestanden, oder sprich, Geralt hätte es getan, oder wie auch immer. Und das wird dazu führen, dass beide halt, also wenn nicht beide, sondern halt Geralt am Schluss allein dastehen, weil er halt beiden Frauen seine Liebe zugestanden hat. Ich weiß nicht genau wieso und ich finde es auch ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, damals mit Triss und so, es wirkte wirklich so, als wäre Yen doofe Ziege, also sorry jetzt für alle The Witcher-Liebhaber und so weiter, aber ich habe damals ja wieder die Romane gelesen, noch in The Witcher 2 oder Witcher 1 gezockt und so, bin ja frisch mit The Witcher 3 reingekommen. Aber jetzt wirklich so, als wäre Yen einfach nur, ja, ein bisschen hochmütig und so. Und Triss im Grunde genommen die ganze Liebe und so weiter und so fort. Und das wird man Triss eigentlich nie wiedersehen. Deswegen dachte ich mir so, wäre klüger, wir würden uns für Triss entscheiden, oder? Und jetzt kommt das hier mit Yen und plötzlich muss man sich fragen, okay. Ja, man hätte sich mehr als bei Triss entscheiden. Also sprich, wer hier mit Yen zusammen sein will und auch mit Yen das Spiel abschließen will, im Sinne von dem, dass Geralt und Yen zusammenbleiben, dann darf man Triss nicht seine Liebe gestehen. Ob dann irgendwie Triss, wenn man weg ist, im Spiel nicht mehr auftaucht und so, weiß ich leider jetzt auch nicht, aber wir haben ja uns für Triss entschieden, damals schon und ja. Das ist aber schade, weil auch jetzt, wieso kommt nicht jetzt irgendwann eine Szene in Kaer Morhen, wo auch immer, wo ich die Wahl habe, oder wo ich mich entscheiden muss, entweder für Triss oder für Yen, oder wo ich ein bisschen rumdruckse, mich entscheiden kann und deswegen wiederum die Option folgen würde, wie wir es im letzten Part hatten, von wegen, ja, Geralt, der ist ein Frauenheld, er will mit beiden Frauen, was natürlich auch nicht geht und so, und deswegen wird am Schluss allein dastehen. Aber jetzt habe ich das Problem, ich muss mich entweder für Triss entscheiden, weil ich ihr bereits meine Liebe gestanden habe, oder aber Geralt geht am Schluss leer aus. Mehr Option habe ich nicht. Und das Ganze mal nachspielen will ich auch nicht, weil es sind schon über 20 Parts her. Also sorry, ich hoffe, ich habe da Verständnis und so weiter. Aber das ist ein bisschen unglücklich gelöst von Entwicklern. Ich hoffe, die bauen das nochmal in einen anderen Patch ein und so, dass man sich noch später entscheiden kann. Weil eben für jemanden, der Witcher-Neuling ist, oder damals noch waren, so wie auch immer, das ist einfach doof, weil alles nochmal nachzocken mussten und so weiter. Diese Entscheidung hier zwischen Triss oder Yen, oder gar keiner, oder sprich halt doch beide eben, wie auch immer. Also die drei Varianten, die sollte man, wie ich finde, erst ein bisschen später entscheiden können, wenn man weiß, okay, man hat beide kennengelernt, weil eben jetzt erst, ja, ist doch wirklich so, erst jetzt haben wir doch wirklich irgendwie Yen kennengelernt, haben erfahren, was eigentlich von der Person ist und so weiter.
wie sie hinter der rauen Schale ist und jetzt sollen sie sich doch dagegen entscheiden oder dafür entscheiden, dafür gegen Triss. Also das ist schon ein bisschen doof gelöst. Nun gut, wie gesagt, ich werde mich für Triss entscheiden, das heißt, ich werde es hier jetzt anders machen. Tut mir leid, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Es tut mir ein bisschen in der Seele weh, aber es muss leider sein, weil das andere Variante... Es gäbe zwar auch da noch ein paar lustige Szenen, also vor allem 2 noch, mit Triss, Geralt und Yen. Aber die kann man sich auch sonst auf YouTube da reinziehen und so, ist kein Problem, kann einfach reingeben, irgendwie Dreiergespann und so jetzt in der Art. Und von dem her, ja. Entscheiden wir jetzt mal so und mal schauen, wie es mit dem dran am Schluss weitergeht. Vor allem eben Yen wird sowieso bis zum Schluss da bleiben, irgendwie in der Story. Vor allem wegen Ciri noch und Triss. Ja, schauen wir mal, wa? Noch irgendwas vergessen. Ja, übrigens, sonst wegen 16 und so weiter. Wir hätten jetzt eigentlich auch mit Yen noch einmal 6, oder? Und mit Triss ja auch und mit Kera und so weiter. Aber scheinbar das erste Mal mit Yen hat keine Bedeutung. Sprich, du musst dich erst jetzt wirklich dafür entscheiden, ja für Yen, halt nein für Triss, oder in diesem Sinne halt ja für Yen und Triss, was nicht geht. Oder eben ja für Triss, aber nein für Yen. Tut mir leid, Yen, aber für mich ist der Zauber vorbei. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Ich fühle dasselbe wie vorher. Das solltest du auch. Ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten? Dass der Djinn deinen Wunsch erfüllt hat. Ja, also, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Wir wissen jetzt wenigstens, wo wir stehen. Dann können wir ja jetzt gehen. Komm. Warte. Der Zauber ist weg, ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei dir bin. Bleiben wir hier eine Weile. Elegant gelöst. Also ich meine ja, es ist immer schwierig, eine Abfuhr zu erteilen, aber das war jetzt doch Respekt, Geralt, das war gekonnt. Also gekonnt, nee, nicht in diesem Sinne, dass er Erfahrung hat, sondern es war richtig. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runtergeschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Üsima. Lass uns reden, bevor du gehst. Wenn du gehen musst, dann geh. Na gut, im letzten Part habe ich ja das gemacht. Dann machen wir jetzt mal das hier. Yen, was vorhin passiert ist. Bitte, Geralt. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich muss los. Ich auch. Ich hole Uma vom Baron und dann reiten wir nach Kaer Morhen hin. Ich stoße zu euch, so schnell ich kann. Leb wohl. Leb wohl? Bis dann, Yen. Ich glaube, letztes Mal hat sie was erwähnt von bis dann oder mach's gut oder so etwas, wa? Na egal. Also, wie gesagt, die Liebelei mit Jens ist jetzt vorbei. Jetzt geht's mit Triss richtig los. Also richtig losgehen, vielleicht übertrieben, aber ja, ist halt vor allem so, dass Geralt und Triss jetzt, sobald sie wieder sehen, ein bisschen flirten werden und so weiter. Das ist scheinbar das einzig Große, was geändert hat, von der Beziehung her. Ansonsten hätten wir jetzt halt Yen, unser Liebe, auch noch gestanden, wie es im letzten Part der Fall war, würden wir irgendwie zuerst mit Triss flirten, dann mit Yen, wenn die beiden Frauen ein bisschen misstrauisch werden und dann käme, glaube ich, sogar noch mal eine Sexszene mit Yen. Und ja. Und dann wird irgendwann eine lustige Szene kommen mit den Dreien. Die muss man sich echt mal angucken, die ist echt nicht schlecht und von dem her, naja. Aber egal, was soll ich jetzt noch machen? Genau, machen da, weil wir am letzten Part aufgehört haben. Sprich, dass ich jetzt noch vorhabe, die Sidequests hier zu machen. Also Sidequests, die halt damit zu tun haben, war. Die Herr von Undwig, das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal ganz kurz angeguckt. Kann ich einen Teil davon wieder überspringen und den Rest. Wer war es, war? Nö, war es er. Was willst du? Die sind tot. Genau, bei dem waren wir doch schon. Sturköpfig. Warst du dort, als der war ich. Dafür, dass wir der Jarl von Jarl. Ich bin zu spät, der fiel neben mir. Da war Har. Was? Du kannst überleben. Ja, noch ganz Wie kurz. konntest du? Zuerst habe ich gehört, wie der Riesen Ja, genau, die haben wir auch schon gesehen. konnte mich. Die Männer, die
Ich muss los. Hä? Nein, du mich auch. Ja, okay, machen wir so weiter. Jetzt muss schon ein bisschen weh für Yen, muss ich ganz klar zugehen, aber was zum Henker, es ist wirklich ein bisschen unglücklich gelöst im Spiel. Man hätte es ein bisschen später machen sollen, die Entscheidungsschlacht zwischen Geralt, Yen und Triss. Also, naja, ich meine, klar, die Entscheidung muss fallen, das sehe ich auch ein, das finde ich auch gut vom Spiel. Dass man nicht nicht mit beiden zusammen sein kann. Also der Zeitpunkt finde ich ein bisschen ungünstig, vor allem Kennenlernen und so weiter. Naja. Tag, ich bin Geralt. Der Hexer, den man... Von Riva, ja. Ich habe gehört, Ja, Ich glaube, hatten wir auch schon, das wa? ausgereicht, um ein Langboot voller Männer zu rekrutieren. Sie haben ihn auf den Schultern rausgetragen und geschrien, wir holen uns die Schmiede zurück. Wir knüpfen den Riesen an den Eingeweiden auf. Hättest du sehen sollen, Hexer. Och, mir sind die Tränen gekommen. Hjalmar scheint hier ziemlich beliebt zu sein. Er ist Krachs Sohn. Schlaues Kerlchen, hat eine gute Mannschaft zusammengestellt. Allesamt gute Trinker und Kämpfer. Als sie weg waren, musste ich Tische und Bänke reparieren. Die Jungs von Undvik, die er mitgenommen hat, waren keine kleinen Fische. Ein Mann vom Tordaroch-Clan hat Hjalmar auf die Idee mit der Expedition gebracht. Der Schiffsbauer, er hieß... Vigi. Genau, er wollte sich den Spitznamen der Furchtlose verdienen. Bis jetzt nannten ihn alle den Spinner. Ich glaube, das haben wir auch schon gehört, bin mir ganz so sicher. Sie wollten sich die Schmiede zurückholen? Was hat es damit auf sich? Weißt du nicht, dass die Undviker die besten Rüstungen der Insel geschmiedet haben? Die Schwertschmiede sind auch nicht zu verachten. Weil wir unsere Klingen so schmieden, wie die Zwerge ihre Sihils. Ein weicher, mehrlagiger Kern mit einer harten Stahlhülle. Woher willst du das wissen? Das ist ein Geheimnis vom Tordaroch-Clan. Hab ein paar Zwergenfreunde. Mag sein, aber das Erz aus den Minen von Undvik nicht mal. Tja, keiner hat es. So sieht's aus. Krass, wa? Hjalmar muss einen Plan gehabt haben. Erzähl mir davon. Pläne? Sie wussten nicht mal, wo sie den Riesen suchen sollen. Ich erinnere mich, dass Vigi einen gefrorenen See überqueren und dann in die Berge wollte. Der Riese soll von dort gekommen sein. Vom Frost geweckt, der das Land um den Turm in seinen Klauen hatte. War ein harter Winter. Perfekt für diesen Menschenfresser. Und es wird nur schlimmer. Sogar die Götter. Nun... Noch einer, der nicht glaubt, dass die Ragnarok bevorsteht. Du wirst sehen. Ihr alle werdet es. Ja, ja, wie du meinst. Mach's gut. Hab dir gern geholfen. Wenn du mehr über Undvik... Axel oder Rante, alles klar. Hallo, wo sind die? Rante dort drüben. Ah, die. Hä? Der eine sah so aus, hat keine Augen mehr. Philippa, warst du das? Nö. Ich spiele mal Karten, ne, kein Bock drauf. Sorry Leute, ihm noch nicht. Ich weiß, wäre sicher mal geil und so, aber nö. Ich will erstmal hier gucken. Ist das unverkäuflich? Zwergenklinge? Hey, wieso ist der unverkäuflich? Auch halt bei ihm war. Naja. Was haben wir sonst noch so? Mein Lager ist bald voll, außer halt was Neues kaufen, schmieden lassen, wie auch immer. Also sowieso mal zum Dings vorbei hier, zum Händler. Eigentlich auch alles noch, obwohl ich natürlich die mal ablegen könnte. Geld haben wir auch genug. Für halt Zutaten und so, auch können die mal ablegen. Kaufen muss eigentlich auch nichts. Wir haben eigentlich noch zu futtern und ich will da künftig sowieso mehr ein bisschen auf Tränke und so gehen. Boah, Alter, sind die teuer, Hühnchen. 10 Sekunden Wirkungsdauer, wobei natürlich 10 Sekunden schon geil wären. Man tut ein gegrilltes Hühnerbein ja auch, wa? Was auch ein bisschen schade finde, ist, hier steht so die Wirkungsdauer, aber nicht wie viel sie jeweils regeneriert pro Sekunde. Da müsste eigentlich unterschiedlich sein, sonst wäre es ja ein bisschen sehr krass. Na, komm, nimm das. Wie gesagt, wir haben genug Geld momentan. Dann passt das schon. Danke, dass du Zeit für mich hattest. See you later, Alligator. So, okay. Übrigens, wegen nochmal diesen Enden und so, also sprich wegen dem Ende für Geralt vor allem.
Das haben wir im Spiel noch echt gut gelöst, dass nämlich also eine romantische Ausgangslage, eben halt bleibt Geralt alleine oder ist mit Triss zusammen oder mit Yen. Das hat aufs eigentliche Spielende, sagen wir, Geralt fletscht sogar die Zähne, aufs eigentliche Spielende, und da geht es um die Hauptstory mit der wilden Jagd und Ciri und so, darauf hat das keinen Einfluss, eher noch ein zusätzlicher Punkt, kann man eigentlich sagen. Also sprich, sind irgendwie scheinbar erstmal erwähnt, ja, wie das Spiel ausgegangen ist, mit Sieg über die wilde Jagd oder Niederlage oder mit Ciri, wie auch immer, und dann wird noch erwähnt, wie es für Geralt ausgegangen ist, eben halt bezüglich der Liebesgeschichten. So, lieber Tante, wo ist denn die Onkel? Haha. Ja, war mies. Ich suche Leute von Unweg. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel an Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Azgelix schon über Undwig? Hast noch ganz anders geklungen, als Chalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ancrets etwa schon wieder vorbei? Diese Sirenen, gibt's davon viele auf Undwig? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen. Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Autsch. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit nem Hornwalhorn. Ein Tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Interessant. Wo wir so ein Horn noch in die Tasche packen können, bezahlen wir jetzt ein bisschen. Javor kommt von da, das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Chalmar nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal... Hockst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein serikanisches Prinzesschen? Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte Chalmar begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wäre lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Ich muss nach Undwig. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht da saufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Musst zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer, knapp unter der Oberfläche. Nicht drüber fahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen, sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. Alles klar. War nett mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast- und Schotbruch. Und Steißbruch. So. Das ist geklärt. Segel zur Insel Undwig und such nach Hjalmar. Machen wir das direkt, aber nicht sofort. Ich will zuerst nach... Nein, Frisuren wir brauchen nicht. Noch nicht. Dann haben wir noch Truhe, brauchen wir eigentlich auch nicht. Wo wäre es noch? Oh Gott. R3 drücken wir, ist ja L3. Plötze! Wie kommst du eigentlich übers Meer? Also ist ja scheißegal. Kaum aussteigen, Geralt. Lauf, Plätze! Ich muss mal ganz kurz zum Händler. Der ist ja hier in einer etwas beschissenen Stelle. Pass bloß auf. Der kommt mir gefährlich vor. Wofür ist toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine... Ja, oder? Ich glaube, ich bin ja richtig unterwegs. Nicht so schnell, Plätze. Oh, warte, die sieht nicht mehr so aus. Weltkarte, wo zum Henker bin ich hier gerade? Doch, stimmt eigentlich schon. Weil wir gerade zu ihm oder... Aha. Ich will auch hier durch gehen können, wa? Ja, doof. Wegpunkt platzieren, dankeschön. Jetzt müssen wir gucken, komme ich auch so dazu? Dir blase ich das Licht aus! Geil wäre es ja schon, aber...
Ja, was willst du hier? Wo willst du hin? Gibt's einen Grund, wieso der abhaut? Hey da! Komm und sieh dich um! Oh. Hallo. Willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. So. Dann können wir so Schwerter verkaufen. Okay, ich meine, besonders stark sind die ja nicht und so. Und sieht dann Schaden minus 11. Und das sind zwar Zwergenklinge. Stufe 17 hätten wir zwar. Langschwert. Ne, warte mal mit. Da brauchen wir, oder war das eine leichte Rüstung? Weiß gar nicht mehr. Mittlere, okay. Vermutlich mache Geralt doch irgendwie auf leichte Rüstung. Nicht genügend Geld. Das höre ich natürlich nicht gerne. Kannst du mir noch etwas verkaufen im Sinne von Satteltaschen, Kapazität, bin so schnell müde, Meistergewährte Rennsattel, okay. Kauf mal ein bisschen was. Und auch wieder Kohle. Die verkaufen uns erstmal ausrüsten. Erstmal kurz gucken. Wiedersehen. Nicht Charakter, nö. Inventar. Wie sieht's denn jetzt genau aus? Okay. Das, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Genau, jetzt können wir 90 sogar tragen. Geil. Sattel, okay. Mal gucken. Können wir das noch irgendwie ausrüsten? Das wird noch gehen. 2% Chance vergiften, 3%. Ach, betäuben. Oh, der klingt natürlich geil. Mit 3 Sockel, lecco mio. So, das geht alles nicht, das heißt, kann ich alles verkaufen, dann noch ein bisschen mehr Geld. Hallo. Was ist jetzt, er hat noch Kohle. Zeig mir deine Waren. Um es uns abzukaufen, war. Dann machen wir jetzt nicht mehr. Zack, 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 zack. Ja, ein bisschen was hat er noch, geil. Wiedersehen. Sehr schön. Also dann, Freunde, jetzt für uns Zeit, zur Insel rüber zu schippern. Das können wir in diesem Part noch ruhig noch machen. Jetzt muss ich langsam auf dem Stand sein, den ich vorher war. Also sprich auf dem Stand, weil ich habe diesen Part 70 schon mal aufgenommen, aber eben noch, wo ich Jenny auch, mein Lieber, gestanden habe. Und ja, erst dann irgendwie dachte, jetzt können wir mal nachgucken, wie sieht's aus, Konsequenzen und so. Und dann mir einfiel, ja okay, nee, das geht denn so nicht, das muss man nochmal neu aufnehmen. Jetzt müssen wir ja da rüber irgendwo, wa? Genau, hier rüber. Aber erstmal ein gutes Boot. Die Frage ist, da waren wir schon mal, wa? Ich überlege gerade, soll man hier durchrennen, noch ein paar Wegpunkte, nehmen wir von hier aus ein Schiff. Weil ich habe da eben in diesem ursprünglichen Part schon mal die andere Route genommen, von hier oben her. Und die war ziemlich crazy. Ich muss irgendwie hier notlanden und dann das Boot nehmen, also das wäre klüger. Das heißt, ja, wir reiten da durch, zack, zack, kann man ganz kurz in den Wegpunkt setzen. Los, lauf! Ich habe die Viecher bereits erledigt. Gut, dann kriegen wir keine Wölfe, wa? Viecher. Keine Viecher, sind tolle Wölfe! Ja, ich weiß, er weiß. So, da war noch ein Händler, aber das sind später mehr dazu. Ich glaube, bevor wir dann, Hilfe, Skellige verlassen werden und auf die Suche nach Ume begeben und Ciri, dass wir dann vorher noch gucken wegen den Machtpunkten hier, also sprich wegen Machtorten. Wow, Alter! Ja, ich weiß, wir haben gerade so geheuer. Hallo? Seltsam. Oha, Blödsinn. Der Controller spuckt wieder mal. Ne, ist eigentlich der Empfänger. Also der Controller selbst funktioniert super. Es ist einfach mal ein USB-Empfänger. Da gibt teilweise irgendwie ein Ruckler drin. Was ein little bit mühsam ist. So, wir kommen. Wow. Was ist das gerade? Angefühlt wie ein Erdbeben. Pass bloß auf, Weißer. Oh weh. Ah, interessant, was wir hier noch haben. Gut. Weiter so, Plätze. Jetzt wir auch ein Boot nehmen, aber ich weiß nicht, wäre es eine gute Idee, hier ein Boot zu nehmen. Also schlecht wäre die Idee jetzt vielleicht nicht, aber wir machen es doch so. Ich gehe mal hier rüber und bereits meine Wegpunkte gesetzt. Mach langsam. Toll, hätte er unten durch können. So ist gut.
So, ganz normal, nicht galoppmäßig, einfach ganz normal weiter. Komm ich hier... Also man geht plötzlich da auch drüber. Jo, geht da. Diese Heringe stinken vielleicht. Wenn es dich stört. Die Heringe stinken. Mein Fisch ist frisch. Nee, der ist nicht frisch. Oh, Alter. Ist gerade grell gewesen. Oh, Hilfe. Über die weite Prärie. Feirunlund, wie auch immer. Okay, noch ein Wegpunkt. Gerade irgendwo ein Ort der Macht. Natürlich ganz geil, aber für heute mal eher weniger. So. Terven und Wicken sind scheinbar doch nicht so viele Quests hier aufs Gellige. Das ist irgendwie seltsam, weil ich meine, die Hauptquest auf Novigrad, die ging ja viel länger. Auch die Sidequest da mit Yen und so, also meine, mit Triss ging auch ein bisschen länger, also irgendwie. Kommen wir halt doch langsam aber sicher dem zweiten Akt des Spiels näher. Der soll ja scheinbar total episch sein. Ich weiß zwar jetzt auch nicht drüber, wie gesagt, nur dass er episch sein soll. Und da fahren wir schon ein bisschen drauf. Oh. Was ist denn hier los? Nee, du, tschüss, kein Bock drauf. Was sind das für Viecher? Waren das diese Sirenen? Ups. Ja, plötzlich hat er auch schon mal bessere Ideen, ich weiß. Wow. Sorry, Kumpel. Los. Das war nicht meine Absicht. Ich bin gerade nur leicht verwirrt. Bin noch ein bisschen traurig wegen Yen, obwohl, wie gesagt, also ich fand eigentlich, sie haben es relativ locker genommen, beide. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Ob der so stark ist, wie er aussieht? Weiter so, Plätze. So, in der Nähe wären wir, ausgezeichnet. Rumtreiber. Keine Herausforderer weit und breit. Wegpunkt habe ich jetzt hier auch gemacht, war ist das soweit korrekt? Jo, ist es. Moment, bin ich halt schon richtig? Ah genau, stimmt ja hier. Geil. Ganz kurz hier, kann er ganz kurz schmieden gehen und dann Langsam. ja, eigentlich zu Fuß machen, wa? So. Kann man meine Rüstung kurz reparieren. Ich glaube, ein bisschen Schaden genommen vom Kampf gegen Jin. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Krieger! Hä? Ich war doch schon mal. Kommt mir alles ein bisschen sehr vertraut vor, wieso auch immer. Bist du eine Erscheinung von Myrhock? Rüstung verbessert, Schwerter verbessern, dankeschön. Du bist ja nicht der hier. Doch, der Waffenschmied bist du. Weißer Wolf! Ja, ich bin immer noch weiß. Großmeister. Genau. Großmeister Rittersporn. Oh, es wäre eine... Da waren wir doch schon mal, oder? Ich würde mir gerne mal... Aber dann hier sogar eine bessere Armbrust gekauft, glaub schon, wa? Stumpfe Armbrustbolzen. Alter Schwede, guck dir mal. Boah, Alter. Wie viele Pfeile? Alle 42, 8000, ja, du mich auch, ey. Nee, du, der hat so interessante Sachen, vielleicht so später mal. Falscher Handwerker, Temirischer Dolch, macht sich nicht mehr Schaden, wa? Hier war zu erwarten. Bremmer Furder Klinge, bitte was? Gut, viel fehlt mir allerdings nicht hierfür nicht. Stahlwaffe, muss man mal kurz gucken. Ja, wir haben natürlich eine geile Stahlwaffen, die jetzt bereits schon wegzuwerfen, zu ersetzen. Finde ich jetzt ein bisschen sehr schade. Aber mit 3 Sockel. Naja, muss allerdings heißen. Umschmied ist okay. Na, eben geht er nicht. Also irgendwie vermutlich schon, aber... Die Stufe des Handwerkes ist zu niedrig. Natürlich. Ja, sonst alles gemacht. Gut. Bis dann. Warum spielen wir nicht Karten, weil du keine Zeit hast? Gerald. Wo bin ich jetzt hier? Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Hä? Wie kam ich jetzt hier rüber? Du hast nur Katzenaugen. Verwirrung? Deinesgleichen erkenne ich Verwirrung. Gut, Freunde, schnappen wir hier das Boot und dann sind wir direkt mal rüber. Wobei, können wir einen nächsten Part machen.
Ab nach Undvik und wir suchen nach Hjalmar. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie noch hoch. Sag mal, Kira, was machst du da? Ich habe wieder X gedrückt zum Tauchen, nix. Mann, ey, so geht's jetzt vielleicht. Dankeschön, das ist teilweise das mit dem Bootsteigen noch ein bisschen sehr buggy. Aber egal, Leute, es weitergeht hier bei The Witcher 3 Wild Hunt mit der Quest, der Herr von Undvik. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.